Für den einen oder anderen ist der Porsche 718 Cayman der legitime Nachfahre eines Urelfers. Allerdings musste die 718 Cayman und Boxster-Reihe mit Ausnahme des GT4 bisher ohne Sechszylinder auskommen. Das wird sich jetzt ändern. Denn dieses Jahr legt Porsche einen richtig scharfen 4-Liter Sechszylindermotor nach, und zwar im Porsche 718 GTS 4.0. Ein kräftiger Tritt auf das Gas und der Boxermotor mit starken 400 PS beschleunigt in gut 4,5 Sekunden auf Tempo 100. Er dreht bis auf 7000 Umdrehungen hoch und schafft 293 km die Stunde Spitze. Nur ein kleiner Respektabstand bleibt bis zur 300er-Marke. Dabei geht es Porsche beim GTS nicht unbedingt um die Höchstgeschwindigkeit. Hier geht es eher darum, flink und knackig um die Ecken zu kommen, und das sollte wohl möglich sein. Das liegt nicht zuletzt an einer 20 mm Tieferlegung und variablen Stoßdämpfern. Zudem macht sich in den Kurven die präzise Lenkung bemerkbar. Wer es gerne oben ohne mag, der greift am besten zum Boxster. Der Roadster ist technisch gleich zum Cayman und öffnet sein Verdeck in weniger als 10 Sekunden. Unter freiem Himmel klingt der Sechszylinder-Boxer auch nochmal eine Spur reizvoller. Ein bisschen Vernunft haben die Ingenieure aus Zuffenhausen trotzdem an den Tag gelegt. Die Zylinderabschaltung lässt den Porsche nämlich bei wenig Last auch im Dreizylinder-Modus fahren. Das hilft vor allem, um den Benzindurst ein wenig zu stillen. Knappe 82.000 € verlangt Porsche für den 718 GTS 4.0. Zum Vergleich, ein nackter Porsche 911 hat nur 15 PS weniger, fährt genauso schnell und kostet aktuell gute 20.000 € mehr als sein kleiner Bruder. Zugegebenermaßen bietet Porsche hier auch das größere und komfortablere Auto mit Doppelkupplungsgetriebe. Auf der sportlichen Seite ist der 718 GTS 4.0 mit Handschaltung allerdings kaum zu schlagen. Der Roadster des 718 kostet nur 2.000 € mehr, und das ist im Vergleich zum 911er Cabrio dann doch schon fast ein Discounterschnäppchen.